Heute spreche ich zur Abwechslung mal Deutsch. Heute möchte ich euch erklären, wie man eine Mindmap liest. Und das mit einer Mindmap von Jens Voigt, meinem Ausbilder, der von der Akademie für Lernmethoden arbeitet, oder ist der Chef davon. Ja. Und er hat dieses Mindmap gemacht von Fit für Prüfungen. Das möchte ich dann auch gleichzeitig dabei erklären. Ja. Um eine Mindmap zu lesen, um zu beginnen, da sieht man sich einfach den Kreis in der Mitte an und liest, was da drin steht. Fit für Prüfungen. Es ist auch ein Bild mit einem Freund, das schreibt, und hinten sind lauter Studenten, die konzentriert schreiben. Ne? So schaut euch das an und lasst es ein bisschen in euch eingehen. Und das während nur 5 Sekunden, 10 Sekunden Maximum, das genügt dann. Ne? Danach sehen wir uns die Bilder an. Ne? Da hat er hier 2 Köpfe gemalt, er ist ein bisschen ängstlich und er hat sehr viel Angst. Ein Ziel, das hängt auch er hat ja auch dieselben Farben genommen wie die Bilder. Das Ziel hängt mit dem Ziele setzen und Planung zusammen. Auch hier diese Portionen hier, jetzt gehört auch irgendwie dazu. Dann hier dieses Bild hier auch, das können wir nachher sehen, die Tapete wird unbewusst mitgelernt. Ja? Das werden wir nachher sehen, wie das ist. Beim Lernen wie in der Prüfung, dieses Bild ist auch nicht schlecht. Ja? Dann hier ein Büchlein, hier in meinem Mindmap noch eine Klausur. Ja? Und hier auch kleine Wolken, die nehmen wir jetzt nachher besser an. Und ein Glas Wasser mit einer Flasche daneben, eine Zeit, eine Uhr. Und hier gehört irgendwie zur Versorgung, ich weiß nicht genau, was das jetzt ist, aber egal. So, einfach die Bilder mal ansehen und das ist dann mal erstmal im Moment mal alles. Das für die Bilder anzuschauen, nimmt auch eine Minute vielleicht in Anspruch, nicht mehr, das genügt vollkommen. Jetzt stellen wir uns vor, wenn wir über unserem Kopf einen Helikopter hätten. Und wir würden von diesem Helikopter aus das Blatt sehen und Sie können sogar durch das Blatt schauen. Ja? Und Sie brauchen nicht zu lesen. Sie brauchen nur, Sie scannen dieses Blatt einfach. Sie gehen einfach rüber, Sie schauen die Bilder nochmal an, aber Sie gehen durch das Bild oder Sie scannen das Bild, das ganze Bild einfach so in Ihr Unterbewusstsein rein. Auf diese Weise arbeiten wir auch mit dem Unterbewusstsein, mit den Mindmaps. Das Unterbewusstsein kann es uns dann nachher viel schneller wieder zum Vorschein bringen. Wenn wir das dann jetzt gescannt haben, dann gehen wir zu den nächsten Schritt, dann nehmen wir Ast für Ast und wir fangen mit diesem hier an, den Ziele setzen und Planung. Da ist es schon das mit dem Bild, das Hauptziel formulieren, es soll konkret und abrechenbar sein. Also das Ziel wirklich sehr gut formulieren. Die Ziele sollen auch langfristig sein. Das ist nicht, dass wir jetzt nur bis morgen denken, sondern auch schon länger denken. Wie wenn wir Doktor oder ein Arzt sein wollen, dann wir wollen vielleicht ein guter Arzt sein. Dann wollen wir wirklich gute Punkte haben und so weiter. Das ist ein langfristiges Ziel. Die Teilziele abstecken. Versuchen Sie wirklich kleine Teilziele zu setzen, dass zum Beispiel heute lerne ich eine Seite, morgen lerne ich die nächste Seite und so weiter oder ein Kapitel. Das hängt davon ab, welches Material Sie haben. Dann den Lernstoff in Portionen aufteilen. Das ist auch, also wie ich gerade erklärt habe, Sie können
den Stoff, also den Stoff in kleine Portionen aufteilen. Heute lerne ich ein Kapitel, morgen lerne ich vielleicht nur ein halbes Kapitel, dann ist es ein bisschen schwer, deshalb lerne ich nur ein halbes Kapitel und dann wieder übermorgen den Rest, dass sie lauter kleine Portionen von ihrem Lehrmaterial haben. Dann planen Sie sich Pufferzeiten ein, ja? Denn 40% ist eine gute Zeit. 40%, also dass Sie 60% lernen und 40% bauen Sie, also denken Sie daran, dass Sie die 40% mehr einrechnen für zum Beispiel Unerwartetes, oder Sie können ja auch mal krank sein. Ja? Es ist wichtig, dass Sie diese Zeit zur Verfügung haben und sich nicht gestresst sind. Gut, wenn wir das so ziemlich verstanden haben, dann gehen wir zum nächsten Ast, das ist der Tapeteneffekt. Ja, da ist beim Lernen Prüfungen simulieren. Ja, das, wenn Sie wissen, in welchem Saal Sie Ihre Prüfung absolvieren oder Ihre Examen, dann gehen Sie in den Saal mal rein und sehen Sie sich den Saal an. Wie riecht das in dem Saal? Ja? Wie sind die Tische aufgestapelt? Wie sieht die Mauer aus? Welche Tapete ist dort? Wie sieht das dort aus? Ja? Und wenn Sie nachher lernen, versuchen Sie sich vorzustellen, Sie würden in diesem Raum lernen. Und wenn es dann natürlich nicht möglich ist, dann gibt es andere Tricks. Zum Beispiel, wenn Sie wissen, welche Kleidung Sie schon am Tag Ihrer Prüfung anziehen, dann auch beim Lernen benutzen Sie die gleiche Kleidung. Ziehen Sie das gleiche T-Shirt an, die gleichen Short an oder die gleiche Bluse an wie während der Prüfung. So arbeiten Sie mit dem Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein wirkt wie eine sozusagen Tapete. Wenn Sie die Kleidung, die Sie hier haben, wird Sie daran erinnern, an das, was Sie gelernt haben, ja, zu diesem Stoff. Okay? Genauso wie die Getränke. Ja, wenn Sie normalerweise nur Wasser trinken, dann trinken Sie auch während des Lernens nur Wasser und bei der Prüfung auch nur Wasser oder Cola oder sonst was. Ne? So, auch das Getränk wird Sie dann daran erinnern, was Sie gelernt haben. Oder das Parfüm. Nehmen Sie das gleiche Parfüm wie am Prüfungstag. Da gibt es einen kleinen Trick. Nehmen Sie das Parfüm, das Sie während des Lernens benutzen, und Sie wollten aber ein anderes Parfüm nehmen am Prüfungstag. Dann nehmen Sie trotzdem das Parfüm, das Sie beim Lernen benutzt haben, machen Sie es hier auf Ihre Hand, sodass Sie während des Schreibens, der Prüfung schreiben, dann haben Sie den Duft in der Nase und Sie können sich dann an das erinnern, was Sie gelernt haben, währenddem Sie diesen Duft einatmen. So, beim Lernen wie in der Prüfung. Alles, was Sie, wenn Sie beim Lernen machen oder anhaben oder trinken oder Parfüm oder sonst was, versuchen Sie das Gleiche zu haben während der Prüfung. So können Sie sich an ein Maximum an Gelernten erinnern. Jetzt kommen wir zu den Lernhilfsmitteln, der nächste Ast. Da ist es sehr wichtig, die Mindmaps, da ist es schon gezeichnet. Die Mindmaps sind sehr wichtig, das ist schon allein für die Struktur und alles. Karteikarten, das ist eine Karteikarte, auf die eine Seite schreiben Sie zum Beispiel eine Frage, auf die Rückseite schreiben Sie dann die Antwort und dann bei den mehreren Karteikarten versuchen Sie die Frage zu beantworten und Sie kontrollieren nur auf der anderen Seite, ob es richtig ist. Ja, das sind die Karteikarten, das ist auch eine gute Art und Weise zu lernen. Alte Klausuren, nehmen Sie mal alte Klausuren raus und sehen Sie sich die mal an. Sehen, was Sie da noch benutzen können für diese Prüfung.
die Fachliteratur, gehen Sie an die Bibliothek und sehen sich mal ein bisschen die Bücher raus von jedem Thema Ihrer Prüfung. Lernbriefe, Lernportale ist auch ziemlich wichtig. Internetseiten nutzen. Das heißt, wenn Sie wirklich etwas in ein Thema vertiefen wollen, fragen Sie Google. Mal sehen, was der sagt. Und Ihre eigenen Aufzeichnungen. Ich hoffe, dass Sie die immer mit Mindmaps machen, sodass Sie immer die richtigen Schlüsselwörter haben, sodass Sie die eigene Aufzeichnung, da haben Sie schon sehr viel, dank der Mindmaps haben Sie dann schon sehr viel Wissen in Ihren Aufzeichnungen. Gut, dann sehen wir uns die mündliche Prüfung mal an. Was kann man dagegen machen, dass wir die gut überstehen? Während der Prüfung ist es wichtig, den Prüfer anzuschauen. Dann sehen Sie nicht woanders oder ignorieren Sie ihn, das ist schon ganz schlimm. Einfach sehen Sie sich den Prüfer, also schauen Sie ihm in die Augen. Also fragen Sie etwas, aber noch wichtig ist es Zuhören. Und noch wichtiger ist es, den Prüfer ausreden zu lassen. Er ist da, wissen Sie schon, verstehen schon warum. Dann die Vorbereitungszeit. Da haben wir hier diese Wolke. Während der Vorbereitungszeit die Fragen, welche vorkommen könnten, genau lesen. Mindmaps schreiben. Da kommen sowieso schon die Stichpunkte drauf. Den roten Faden finden, sodass Sie immer beim Thema bleiben. Eine Atemtechnik ist wichtig, um ruhig zu bleiben. Bei der mündlichen Prüfung ist man sehr oft sehr nervös und deshalb ist es gut, mit einer bestimmten Atemtechniken ruhig zu stellen. Und auch zum freien Sprechen ist es besser, Sie sind ruhig, Sie sind ausgelassen. Und beim Freisprechen denken Sie daran, dass Sie die Prüfer begrüßen. Denken Sie an den roten Faden immer, den Sie sich vorbereitet haben. Sprechen Sie über Lösungen, das Fazit. Und danach geben Sie eine Zusammenfassung von dem, was Sie Ihnen erklärt haben. Okay, dann gehen wir zur schriftlichen Prüfung. Was kann man dagegen machen, um die gut zu überstehen? Also Versorgung, Nüsse, Schokolade und ausreichend Wasser. Wasser kann man nicht genug haben beim Lernen. Und das Gehirn für das Gehirn ist es sehr wichtig, dass wir Nüsse essen, Schokolade und die ausreichend Wasser natürlich. Dann die Fragen durchlesen und durchdenken. Lesen Sie die Fragen nicht schnell durch, nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Sie haben mehr Zeit, als Sie glauben. Und dann lesen Sie die Frage durch und denken Sie, was meint der Prüfer damit. Und dann schreiben Sie das, was Ihnen dabei in den Sinn kommt. Stichpunkte machen. Das heißt, wenn Sie jetzt so viele in den Kopf kommen, schreiben Sie Stichpunkte irgendwo auf ein Blatt nebendran oder aufs Prüfungsblatt selbst. Sie haben das Stichwort, die Stichpunkte hier, die Stichwort hier. Und von diesem Stichwort, dank der Mindmaps, wissen Sie ja schon, was Sie darüber schreiben können. Ne? Dann schreiben Sie einfach alles drauf, was das Stichwort sagt, was Ihnen dabei einfällt. Und dann kommen Sie zur nächsten Frage. Und dann bearbeiten Sie auch so in Stichworten und immer, was Ihnen dabei einfällt. Ne? Natürlich behalten Sie immer die Zeit im Blick, denn wir wollen ja trotzdem so viele Punkte wie möglich haben. Den roten Faden festlegen, das ist auch wichtig, um sich organisiert zu bleiben, dass man die Zeit im Blick behält und den roten Faden auch so stramm zu legen, dass man drin bleibt. Die Operatoren beachten, bei den Fragen. Welche Frage muss man etwas benennen? Bei welcher Frage muss man etwas erläutern? Bei welcher Frage muss man etwas begründen? So beachten Sie dies.
Und dann die Zusammenfassung. Ja. Versuchen Sie mal eine Zusammenfassung von allem mal zu machen. Und dann nochmal durchlesen. Wenn Sie diese Vorschläge beachten, dann werden Sie ziemlich schnell fertig sein mit der schriftlichen Prüfung. Aber dann haben Sie genug Zeit, um das nochmal durchzulesen. Okay, dann keine Prüfungsangst, den letzten Ast. Ja, dafür ist es wichtig, dass Sie ausreichend Bewegung haben. Machen Sie Sport oder gehen Sie mindestens für eine Stunde spazieren, so etwas. Ja? Ja, dass Sie bewegen sich. Ja? Das ist sehr wichtig, so dass Sauerstoff ins Gehirn kommt. Ja? Pausen setzen, das ist auch sehr wichtig. Ja? Sie können dabei während des Lernens können Sie die Pomodori-Technik benutzen. Arbeiten Sie 25 Minuten, machen Sie 5 Minuten Pause, dann arbeiten Sie für 25 Minuten, 5 Minuten Pause und so weiter. Das ist sehr, sehr gut zum Lernen. Sie sein Wissen bewusst machen. Sie wissen mehr, als Sie glauben. Sie können sich die ABC-Listen, die Sie schon mal gemacht haben, oder wenn Sie keine gemacht haben, machen Sie sich jetzt eine ABC-Liste. Schreiben Sie das Thema oben hin und dann alles, was Ihnen bei jedem Buchstaben von A bis Z einfällt, schreiben Sie sich das neben den Buchstaben. Und so erkennen Sie schon, was Sie schon wissen. Sie werden sich bewusst, was Sie schon wissen. Schlafen Sie ausreichend. Unser Unterbewusstsein lernt im Schlaf. Denken Sie daran. Es macht keinen Sinn, nur zu pauken und dann sofort zur Prüfung zu kommen und danach haben Sie alles vergessen. Ja. Also lernen Sie mit System oder so wie ich es hier Ihnen vorgeschlagen habe, und dann schlafen Sie aber genug. Schlafen Sie genug. Gehen Sie planmäßig vor. Sie haben sich jetzt einen Plan vorbereitet, wie Sie das nächste Mal zur Prüfung kommen, ohne viel Stress, ohne Angst zu haben, ohne Lampenfieber. Und gehen Sie jetzt nur nach diesem Plan vor. Also ich bin kein Fan von Musik hören beim Lernen, aber jeder Mensch ist anders. Wenn Sie Musik brauchen, um zu lernen, dann benutzen Sie die Musik. Nehmen Sie Kopfhörer, wenn Sie nicht allein sind, aber nehmen Sie die Musik, die Ihnen gefällt und die Sie motiviert zum Lernen, und lernen Sie mit Musik, wenn es für Sie von Bedeutung ist. So, jetzt haben wir dieses Mindmap uns jetzt so mal vorgenommen. Das ist schon sehr gut. Was Sie jetzt nochmal tun können, Sie können dieses Blatt nochmals scannen und dann mal in dem Unterbewusstsein sein lassen und dann mal ruhen lassen. Das können Sie mindestens eine Stunde bis einen Tag, und das können Sie dann also nach einer Stunde können Sie nochmal eine kleine Wiederholung machen, und morgen können Sie dann nochmal wieder dieses Blatt nehmen und dann nochmal durchlesen, aber das braucht nicht mehr so viel Zeit wie ich jetzt. Ich habe Ihnen jetzt dieses Mindmap erklärt, aber bei der Wiederholung brauchen Sie nur 3 bis 5 Minuten Maximum. Ja. Und Sie werden es also schon viel besser wissen, bei jeder Wiederholung. Ja. Nach einer Stunde, dann nächsten Tag, dann nach 3 Tagen, nach einer Woche, und dann nach einem Monat, nach 3 Monaten, dann nach einem Jahr. Wenn Sie so Wiederholungen machen, dann sind Sie auf der gewonnenen Seite. Okay, bis zum nächsten Mal.